July, 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Their weapons were terrifying and powerful beyond human reckoning. Our planet was overwhelmed, its surface reduced to ash and rubble in the blink of an eye. The Coalition government knew the war was coming. In response, they prepared the Earth-Life Colonization Project, Project Exodus. Interstellar arcs were launched all across the planet, from every major city on Earth. Bravely, we leapt from our cradle, our home for the last 4.5 billion years. But most of the arcs never even made it out of the atmosphere. Only a small handful managed to escape. Among them was our ship, the White Whale. After leaving Earth behind, we spent 2 years wandering in space, searching. We thought of ourselves as the lucky ones, the pioneers who would settle a new world. But our past caught up with us, literally. The alien blitz was unrelenting. If not for the efforts of a lone hero, we would never have survived. Our ship took heavy damage. We lost control. With our flight systems down, the White Whale was pulled into the gravitational field of a nearby planet, its hull shattering and breaking to pieces as we plummeted toward the surface. Since then, 2 months have passed. Und damit herzlich willkommen hier zum Let's Test von Xenoblade Chronicles X und wir legen direkt los mit der Charaktererstellung. Ja, bereits das erste, was man hier irgendwie interaktiv im Spiel verändern kann, mit Hintergrund ändern und so weiter und so fort. Und währenddem ich hier im Hintergrund ein bisschen was umstelle, ich habe bereits etwas Fixes vorgestellt, deswegen kann ich das direkt mal so einstellen und natürlich noch ein bisschen was über das Spiel selbst erzählen. Ja, Xenoblade Chronicles X, ich meine, der Name ist eigentlich schon Programm war. Von dem her könnte man ja eigentlich meinen, Nachfolger von Chronicles, aber es scheint irgendwie nicht so zu sein. Zumindest gemäß Trailer und gemäß dem, was wir gerade hier gesehen haben, scheint es doch eher, zumindest für ein anderes Universum, für eine Vorgeschichte oder weit in der Zukunft, wobei anhand der Daten, oder, 2054 ist da wohl eher weniger mit zu rechnen, deswegen, naja, mal gucken, was wir hier noch so alles erleben werden und natürlich auch welche Schlüsse wir noch ziehen können. Ansonsten, man sieht es natürlich gerade ganz schön ein bisschen höher, weil es ist ja im Gegensatz zu den Chronicles diesmal ein richtiges Wii U-Spiel, deswegen natürlich auch volle Full HD Unterstützung. Ja, ansonsten, wie gesagt, wird ein Let's Test werden, dass deswegen mein Let's Play einfach viel zu lang ist, eben nachher noch ganz gut im Verlauf, es sind 3 Folgen sind es insgesamt. Let's Test, dabei behandeln wir vor allem mal den Anfang bis und mit eine bestimmte Passage, wo ich jetzt mal irgendwie so ankündigen darf, wo man eigentlich sagen kann, ja, von hier aus kann man das schon mal irgendwie einen guten Überblick halt verschaffen, wie das Spiel irgendwie aufgebaut ist, natürlich auch was zumindest so ungefähr der Sinn und Zweck des Spiels eigentlich sein sollte. Genau, deswegen 3 Folgen, natürlich ein bisschen Überlänge, ich glaube sogar irgendwie die Folgen werden teilweise 30 bis 40 Minuten lang sein, aber von dem her kein Problem, vor allem auch hier zur Weihnachtszeit darum kann man das hier ruhig mal machen. So, das heißt zurück zur Charaktererstellung hier, ich bin noch nicht ganz fertig, wie man sieht, ja, die Frisur mal ein bisschen zeigen, ist auch so, die Frisuren sind mit dem Gesicht, was man von Anfang an wählt, also sprich mit dem Gesichtstyp,
sind die irgendwie fix. Also sprich, wenn ich jetzt hier junge A genommen hätte als Gesichtstyp, hätte ich hier andere Frisuren zur Auswahl. Und auch junger Mann, A, B, C, wie auch immer, hat auch andere Frisuren zur Auswahl. Und ja, aber denk mal, das dürfte meinem aktuellen Aussehen am ehesten entsprechen. Jetzt mal ganz kurz die Haare anpassen, weil schwarzen ist eher weniger, die gehen eigentlich eher in Richtung braun. Das wirkt eher fast ein bisschen wie rötlich, aber egal. Ja, lassen wir es so. Gut, keine Sorge, es geht relativ schnell. Ich meine, klar, Charakterstellung, man kennt es von großen RPGs immer wieder. Da kann man sich ja dumm und dämlich zocken und einstellen, hast nicht alles gesehen, aber wir machen es jetzt noch schnell. Weil die Welt von Xenoblade Chronicles X selbst, die ist ja schon groß genug. Und ich weiß, ich betone es bereits ein zweites Mal, aber man wird es nachher im Verlauf dieses Videos, im nächsten Videos, wird man es noch sehen, das Spiel ist echt gigantisch. So, aber jetzt alles. Raumfarbe, Spitzen. Jo, denke passt. Ja gut, die Augen mal ganz kurz. Ja. Wieder ein bisschen Alien-mäßig oder auch ein bisschen Cyborg-mäßig, ist ja kein Problem. Oder Byakugan-mäßig. Im Naruto-Universum. Ja, eine Schlange lässt grüßen. Bis zum Henker. Okay, Menschen im Jahre 2054, also solche Irissen. Ist ja mal interessant. Ansonsten die Farbe hier eigentlich normal, braun plus ein bisschen grün doch noch. Haben wir jetzt das richtige Grün? Ah, ja, gut. Ja, sieht mir schon ein bisschen ähnlich. Make-up, ne, war nichts. Stimme. Ja, haben wir auch gewählt, gut. Los geht's. Mit dem Erwachen. Attention, external access confirmed. Disengaging stasis in 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Releasing hatch. Please stand clear. Hey there. Looks like you're all in one piece. Careful. Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate. Your pod is the only one around that landed intact. Good thing I found you. My name's Elma. You want to tell me yours? You don't even remember your own name? It must be the stasis hangover. That's not good. Just try and focus, all right? Ja, bitte gib einen Namen ein. Gut, denk mal, einen Namen einzugeben dürfte nicht das Schwierigste sein, musst du auf dem Gamepad machen, aber scheiß drauf. Ich schätze trotz allem mal ein typischer Name, war.
Gut, ich meine, zwar futuristisch, 2054, kann noch in den Alien-Namen eingehen, aber nee, passt schon. Nochmal in den richtigen Dinger hier erwischen, so jetzt aber. Und Michael passt, jo, würde sagen, war. Good, there we go. What else you remember? Nicht gerade viel. It'll come. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? Ja, Entscheidungen fällen, die werden wir noch öfters antreffen, Leute. We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. One step at a time, all right? First things first. You'll be needing a weapon. Okay. There you go. All right, let's get going. Ja gut, ich meine, ist logisch, wa? Du wachst aus der Stasis, hast keine Ahnung mehr von nix, aber es will eine Waffe haben. Natürlich. Prolog, das Erwachen der Macht. Natürlich das Erwachen des Charakters. Folge dem Pfeil. Tipp von Elmar. Elmar? Also der Elmar, an den ich mich gerade erinnere, der ist eher ein bisschen kleiner, ist männlich und versucht immer Bugs Bunny zu jagen. Aber gut, Region entdeckt. Reispunkt entdeckt, wir entdecken alles. Gut, ansonsten, man sieht es auch hier, also zumindest mal einigermaßen der Grafikstil, Steuerung und so weiter, ist schon sehr wie ausgesehen bei Chronicles. Und natürlich alles wie bereits erwähnt in HD diesmal und auch, glaube ich, noch teilweise detaillierter und, hier die Waffe noch. Schusswaffe plus Switchen mit X kann man dann noch Schwert. Und natürlich auch während des Kampfes geht das auch. Ja, Kampfsystem selbst ist auch wie ausgesehen bei Chronicles. Von dem her, wie gesagt, es erinnert sehr stark daran, aber die Frage, die wir wohl erst am Schluss beantworten können, ist es wirklich Xenoblade Chronicles Nachfolger oder etwas komplett anderes? Most of the White Whale's life pods didn't survive the crash, like this one. You're one of the lucky few. Right. You don't even remember the White Whale, do you? You know, the L-002? The ship we escaped Earth on? You remember Earth, right? Nö. Planet Earth. Your homeworld. Or rather, it used to be anyway. War? Unfortunately, it was caught in a battle between two alien forces. And destroyed. Was? Die Erde zerstört? Ring any bells? Nicht wirklich. Don't feel bad. It's one memory I'd like to forget. Tja. Hm. I know. It's been following me for a while now. I didn't want to alarm you, but we're going to need to defend ourselves. You up to the task? Klar doch, wie immer's. Waffe laden, zielen und Feuer! Ja, Tipp von Elmar, anvisieren, Waffe ziehen. So ist es. Ja, man sieht es jetzt schon, Kampfsystem ist echt wie aus den Chronicles, mit dem B-Knopf immer wieder, so mit diesen, ja, Timing-Attacken und Präzisionstiming wohl eher. Umgeworfen, nächste Targetskombination. Sind alles schön unten angeschrieben und das war's bereits mit Level 1, also in dem her. You're not half bad. There's plenty of work back in the city for someone who knows how to handle a weapon, you know. Arbeit, also, ich weiß ja nicht, hey. Ja. Hey, I'm not trying to pressure you into anything, alright? It'll be your decision in the end. But anyway, we can talk more details later. For now, let's keep moving. Okidoki.
Gehen wir erstmal weiter und folgen dem Prolog weiterhin, dem Erwachen. So ein paar neue Waffen noch und so. Rüsten später noch aus. Ja, also allgemein vor allem in diese 3 Test-Parts, also ja, sind wie gesagt halt die ersten Kapiteln, sag ich jetzt mal. Oh, Schatz gefunden, einfach da auf A drücken. Ein bisschen auf dem Armgelenk rumhacken, okay. Die sind halt, also wie gesagt, die ersten 3 Parts sind halt schon ziemlich Cutscene-lastig. Und da will ich jetzt schon die Gelegenheit dazu haben, noch ein bisschen das Kämpfen, ja, sag ich mal, demonstrieren, war natürlich auch Level-Up und so weiter. Machen den Gegner aus der Distanz mürbe oder müde, however. Michael, gut, sehr schön, gleich nachziehen, yo Mann. Was geht, Bams? Natürlich hier, ist umgeworfen, und boom. Extra Schaden, Befehl, was? Bisschen rumhüpfen, jemand bringt's voll. Und tschüss. Rang aufgestiegen und eine Technik erlernt. Ja, ich glaube, das ist sogar in der Anfangsphase so, sobald man einen neuen Rang aufsteigt, kriegt man immer auch eine neue Technik. Jetzt zum Beispiel die ganz links, aber gleich. Und zwar ist das diejenige, um die physische Resistenz hoch zu powern. Steinpottermus als Gegner Level 2. Kein Problem. Kriegen wir hin. Eben Level 5, ey. Ja, das ist auch etwas, was man demonstrieren wollte. Man kann hier ganz leicht, wenn man außerhalb des Kampfes B drücken, also außerhalb des Kampfes oder halt außerhalb des Menüs, natürlich während des Kampfes und bist du raus. Also hier, wenn man da mit A, B und X ein bisschen vertippt, dann kann das ziemlich in die Hose gehen. So, jetzt noch ein bisschen was ein neues Level up, also nicht so wichtig. Ich würde sagen, wir gehen weiter hier im Text. Und schwimmen erstmal eine Runde, was sowieso ein bisschen seltsam rüberkommt. Hat, wie ich finde, so ein seltsames Hintergrundgeräusch. Ich weiß gar nicht wieso. Naja, wird schon einen Grund dafür geben. Ach ja, ansonsten, wie gesagt, also kann ich jetzt schon mal sagen, Xenoblade Chronicles X ist eben auch ein Spiel, wo sich eigentlich sehr viele darauf gefreut haben. Der Hype war ja riesig und auch bei mir, wo ich ursprünglich so dachte, Let's Play müsste eigentlich sein. Dann wollte ich hier den ersten Part hochladen und plötzlich hieß da von den Seiten ablaufmäßig halt irgendwie, nee, da gibt es eine Szene, die ist ein Content-ID betroffen, du hast noch einen Strike, die darfst du nicht hochladen. Und ich so, ja scheiße. Klar, Let's Play später beginnen, aber eben sind bei Chronicles X, es ist eben schon riesig und wie man später dann noch sieht und dann vor allem, wenn man es dann selber zockt, auch sehr gut vor allem sieht. Ich glaube echt, es ist ein bisschen Let's Play untauglich. Weil angeblich, also zumindest mal gemäß Erfahrungen von anderen Spielern, im Gegensatz zu Xenoblade Chronicles, was sich ja im Prinzip eine, ja wie soll ich sagen, eine gigantische und epische Story hatte und darum herum hat er die Welt aufgebaut dann, ist es hier ein bisschen andersherum. Du hast eine riesige Welt, aber die Story kommt, also wie gesagt, das ist immer gerüchteweise, aber angeblich kommt die Story hier bei diesem Spiel etwas zu kurz, vor allem später noch. Wobei eigentlich die Story beginnt ja schon mal episch, oder? Erde zerstört, du gehst da, warst aus einer Stasis, du musst einem neuen Planeten erstmal zurechtkommen. Und ja, das hier ist unsere neue Welt. The rain's starting to let up, just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this.
Pretty wild, huh? They're all indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigents down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking. That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Ja, sie folgt uns. Ist ja schön. Tipp von Elmar. Das sind locker 20 Meter und das überleben wir. Ernsthaft? Ja. Irgendwie glaube ich, gibt es gar keinen Fallschaden. Vielleicht auch umso besser. Allerdings die Monster, wie man gleich sehen wird. Bisher hatten wir es mit so Level 1, 2 Gegnern zu tun. Die waren eigentlich kein Problem. Das hier hat von dem her nur Level 5. Nur. Ja, große Mahlzeit. Ihr seht gleich, was ich meine. Jo, sage ich ja, der Unterschied ist einfach nur krass. Und das Problem zumindest bisher ist noch, dass wenn man selbst drauf geht, die Teamkameraden heilen einen nicht. Das heißt, wenn du down bist, it's over. Naja. Sind wir vom Game Over halt, aber gut, was soll's. Jetzt pisst schon wieder. Okay, wir haben immer noch Vormittag. Also einen anderen Weg, den harmloseren Weg, dafür aber längeren Weg. Aber hier haben wir dafür auch ein paar interessante Dinge noch zu entdecken. Die AP Halbdunkelsteigen ist eigentlich AP. Angriffspunkte? Ne, sind keine Pokémon hier. Wobei, ihr könnt es durchaus, also ich würde es ihnen durchaus zutrauen, dass man hier noch Pokémon fangen oder zumindest sehen könnte. Das ist etwas in der Art, das einfach nur aussieht. Ansonsten die Kreaturen natürlich erinnern schon an solche auch von der Erde, aber halt noch irgendwie kombiniert, mutiert, wie auch immer. Der zum Beispiel irgendwie aus wie so ein Warzenschwein, was ein bisschen was von Resident Evil hat. Einfach nur ganz krank. Naja, Blöchenhof Rocker Sweet. Der hält ein bisschen mehr aus, aber selbst jetzt nicht so stark und bereits wieder Rang up. Und neue Technik auch noch, geil. Verfehlt, was? Wieso verfehlt? Come on, umgeworfen, geil. Und boom, Headshot. Defense hoch, so. Ganz kurz abwarten, bis der kommt und bam. Das war langsam nicht so hoch. Ich habe das Gefühl, dass er mit der Schusswaffe besser wäre. Vielleicht liegt es auch nur an der Waffe. Ja, kann auch sein, wa? Ich hatte gedacht, der links oben, also nicht links oben. Ja, doch schon bei links, darum die Teamnamen gerade so am Kampf. Bei Michael und Elmar, da sah man auch irgendwie, naja, also es sah zumindest aus von den Symbolen her, dass bei der Schusswaffe eine 3 stand und beim Schwert oder Messer, wie auch immer, schon bloß eine 1 bis 2, von dem her. So, man hat einen Schatz gefunden und einfach mal geklaut. So, jetzt wieder.
Ja, nur ganz kurz zu sehen. Aber wir können ja auf YouTube zum Glück das ganze Video immer wieder pausieren und anders irgendwie abspielen. Gut, dann haben wir da vorne noch ein paar mehr Gegner. Ich überlege gerade, soll ich jetzt trainieren, weil aber später trainieren ist eine andere Frage. Wobei, ich bin bereits Level 3, also hallo. Übrigens, was ich auch schmerzlich bereits erfahren musste, Level ist hier nicht gleich Level. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Vieh begegnet Level 3, das eine besiegt ihr, gegen das andere habt ihr keine Chance. Beziehungsweise es macht mit einem Angriff down. Das ist irgendwie gleich noch, was ich meine. Das hat vor allem damit zu tun, weil man hier im Spiel kann man ja nicht nur an sich selbst catchen. Da kommt schon down jetzt. Jeder. Sweet Muskel, bitte was? Na egal. So, nächste bitte. Rechts. Sweet. Boom. Umgeworfen. Yo, 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 yo. Ups. Ah. Ein bisschen spät dran. Ja, Counter Defense hoch ist immer geil, aber jetzt noch ein bisschen da auf die Mütze und zack und. Ja, irgendwie. Mein Charakter schwingt das Messer ein bisschen seltsam. Jetzt kriege ich mal in den Arsch hinein. Schön. Ja, Fresse. Wie sie hier auch nur hässlich ist. Wow. Was ist das gerade? Von der Rammattacke, oder? Ich schaffe es nicht! Elmar, hilf mir! Dankeschön. Ist bereits vorbei. Da sind wir es, Leute. Level 5 eigentlich auch, aber auch wenn ihr hier Level 5 seid, greift es besser nicht an. Weil das Vieh ist nicht nur groß, es kann diese Größe auch ausnutzen. Ich sag nur Body Slam. Ja, von dem her. Das Level 3 Viech noch. Bam, so geworfen und. Ja, okay, vorbei. Mir egal, ich muss mich gerade ein bisschen auf die Kombos konzentrieren. Ganz einfach die B-Moves. Ich fand auch die auf Xenoblade Chronicles, also auf der Wii, mit dem Wii, Nunchuck und so ein bisschen einfacher auszuführen hat. Das B, weil hier, wie gesagt, A, X, B ist nah beieinander. Und bei Xenoblade Chronicles ist eigentlich doch nur A und B zum Verwenden. Da doch ein gewisser Unterschied haben wir eine Steuerung her. Naja. Was soll's? So, was haben wir jetzt? Okay. Ja, so ein riesiges Viech. Und dann mit einem Blech noch Fracas. Sweet. Und Schädel. Oh, boom. Resistent, was? Voll auf den Arsch. Die Tiefen so. Zack. Ja, gut. Ist sowieso bald down. Keine Chance. Komm schon. Und. So. Hallo? Sagt er, hallo, geht doch. Level 1. Baby Sweet, ich bin Baby. Hält er noch viel aus. Respekt. So, come on, und. Ja, dann ist er zurück jetzt eine Variante. Mit einem vollen Arsch hinein. Und gut. Welli gut. Schwanken, physisch, ouch. Das sieht alles aus voll in die Eier. Okay, die Viecher mögen gerne Eier. Merken wir uns. Ja, wir sind gleich da, Ja, noch etwas Spezielles hier in diesem Spiel. Angeblich, alles was man hier auf der Welt sieht, sprich jede Klippe, jeder Turm da im Hintergrund, alles was man hier sieht, kann man angeblich bereisen. In diesem Sinne halt, ja, krass, Overworld-mäßig. Open World, Entschuldigung. Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, wie ein Viech ein bisschen kam. Immer Fracas sowieso, ja. Nächster Move, die Aggro auf uns ziehen mit der Weißglut. Das kann nützlich sein. Ich fände es allerdings eher geil, wenn man diese Moves ähnlich wie die Defense, also Defense erhöhen natürlich, wenn man die irgendwie auf den Charakter anwenden könnte. Also sagen könnte, ich will es bei dem oder ich will es bei dem haben. Ich einfach so, nö, muss mir hier sein, fertig. Bitte was? Hey Mann, was meine Haare, Junge! Kopfnuss! Pokémon oder was? Da fallen keine Beeren runter.
So, ja, gut. Lassen wir es und gehen weiter. Wir sind eh gleich da. Also gleich, es ist relativ, aber ja, wir sind relativ in der Nähe. So, hier ganz gut zu sehen, hier sieht man jetzt 2 Level 3 Viecher. Das links ist normal und das rechts hat so ein rotes Auge. Wenn das uns sieht, dann heißt es Kampf, oh, starke, es hat mich angeguckt, oh nein, bitte nicht. Umgeworfen, jetzt schnell. Und Defense hoch. Yo, Mann. Schwert rein, von der Seite natürlich. Für Zusatz Damage. Ja, natürlich daneben. Erstmal dazu. Seitwärts Zusatz Damage. Nee, daneben. Wie episch doof ist das denn bitte schön? Jo, hallo. Flamethrower. Au. Gut. Na komm schon, Sorge-Dusche, aber keinen Bock drauf. Aua. Das reicht's aber. Na, geht noch nicht. Komm schon. Was du Scheißvieh. Swedenjäger-Trophäe erhalten für Michael. So, ja, sieht noch weit entfernt aus, wa? Wir müssen beeilen. Da oben Dings sind auch gut, wenn wir 23 bereits und das sieht, dann ist das, ja, sind wir am Arsch. Jetzt hier Level 5er, bitte nicht angreifen gesagt, das ist ziemlich fehl. Das können wir dann, ja, eine gute Frage, wann können wir das eigentlich schon machen? Aber wir kriegen zumindest ab Kapitel 2, glaube ich, einen guten Hinweis darauf. So, dann haben wir normale Gegner, die müssen uns also nicht angreifen, wenn wir daran vorbeilatschen. Die sollten friedlich sein. Jo. Bisher geht's also auf. Ah, dann sind wir auch schon, gelber Bereich, immer gut, also halt Zielpunkt. Zeit gleich für eine neue Cutscene. Looks a lot bigger up close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The White Whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least. That's the West Gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Grexes. Riled. We can't leave them roaming here, not this close to the gate. We're gonna have to take them down. You ready? Jo, mehr oder weniger. Ja, und das sind halt eben solche Gegner, die man halt von der Story her vorgesetzt bekommt, 4. Kann man natürlich denken, oh verdammt, es sind 4 und 3 Stück davon, aber keine Sorge, es sind kein Problem für uns. Irgendwie Story-Gegner sind immer schwächer als solche, die man halt ja, auf eigene Faust halt herausfordern würde. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, natürlich selbst hingestellt. Aber es ist auf alle Fälle noch eine interessante Tatsache. Boom, so, wir haben down. Und dann fahren wir Rex. Rex. So großer Rex oder was? Autsch! Das tat weh, Mann! Na, man sieht's ja. Kaum Schaden gekriegt. It's a shame we had to settle near so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile, but they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory. Naja.
Prolog 4 von 5 bereits geschafft und noch ein paar Dinge hier bekommen. Alles klar, wie gesagt, später noch ausrüsten, weil wir kriegen noch mehr davon. So, das ist bereits schon fast Nacht. Die Zeit hier, 19 nach 9, 10, 11. Ich will gar nicht wissen, wie schnell hier der Planet Mira an der Sonne vorbeizieht. Und natürlich an der Sonne halt in diesem Sonnensystem. Ist ja wohl ziemlich sicher nicht die Sonne, die wir kennen. Obwohl es wieder ziemlich ähnlich aussieht. So, jetzt soweit nichts Besonderes und nichts mehr anquatschen. Außer hier dann mit den Pios. Thanks. Okay. Ja, schön. Schön Schrank, aber natürlich meinen. Wir dürfen also nicht rein, beziehungsweise wir gleich gehen, aber ja, waren irgendwie zu früh oder haben die 4 zu früh platt gemacht. Jetzt ist noch kein Kandidat, das ganz absegnen kann. Naja, machen wir halt den Weg. Den umständlichen Weg, Leute. Wir kennen sie ja nicht anders. Jo, wie auch immer, ich würde sagen, bevor es hier weitergeht mit dem Prolog, weil da kommt, glaube ich, wieder mal eine lange Cutscene dazwischen und mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Xenoblade Chronicles im zweiten Teil des Let's Tests, wo wir uns noch ein bisschen mehr um diese Wohneinheit kümmern werden. Natürlich auch, was er dahinter halt befindet, wa? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und hier sieht man sehr gut, dass man hier alles entdecken könnte, wie groß die Landschaft ist. Natürlich auch der Mond, genau gleich wie auf der Erde, interessant. Ja, in der Hinsicht danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!